Hello Buenos dias. und grüß Gott. Europas Städte werden immer mehr von Papageien bevölkert, und zwar von Halsbandsittichen. Köln gehört auch dazu. Weshalb haben die sich gerade Köln ausgesucht? Kennst du eine andere Stadt, wo so viele Paradiesvögel leben als dort? Nein. Siehst du, in Kalifornien werden jetzt aufgrund einer Dürreperiode Bürger bestraft, wenn sie zu viel Wasser verbrauchen. Auch die Promis. Das finde ich gut. Und wie sieht so eine Strafe aus? Bei den Promis zum Beispiel? Keine Ahnung. Vielleicht müssen sie zur Strafe eine Gastrolle in der Lindenstraße spielen. Witz üb. Wie bitte? WhatsApp meinte ich. In Istanbul versucht jetzt die Polizei, Verkehrssünder über über WhatsApp dingfest zu machen. Verkehrsteilnehmer sollen Verkehrsrüpel über das Handy bei der Polizei melden. Dazu müssen sie das Handy aber am Steuer benutzen. Werden die dann nicht bestraft? Ist ja selten ein Polizist in der Nähe, deshalb ja auch diese Idee. Problematisch könnte es aber werden, wenn einen dann der Fahrer auf der Nebenspur anzeigt und der dann wieder von einem anderen Fahrer angezeigt wird, wenn er sein Handy benutzt. Oh je, das wird ja bestimmt noch viel schlimmer als vorher. Ja, da braucht man sich nicht wundern, dass es in Istanbul so viel Stau gibt. Schau mal, ist das da drüben nicht Kollege Tomate? Stimmt. Hey Tomate, schon zurück aus Spanien? Ja, seit heute Nacht. Du bist ja gar nicht braun geworden, du bist ja ganz rot. Ih, fuck, was für ein Sonnenbrand. Idiot. Ich bin eine Tomate und ich muss rot sein. Das ist standesgemäß und Zeichen meiner körperlichen und geistigen Reife. So. Und, jemand kennengelernt auf Ibiza? Aber sicher doch. Eine süße Erdbeere aus Südspanien. Oh, wie heißt sie denn? Sophia. Sophia la Fresa. Wow, hört sich nach was Besserem an. Ja, sie stammt ja auch nicht aus einer gewöhnlichen Plantage, sondern von einem andalusischen Biohof. Und, ist das jetzt was Ernsteres zwischen euch beiden? Können wir die die Senorita auch mal kennenlernen? Sie kommt in den nächsten Tagen nach. Ich weiß aber noch nicht wann. Diese Woche war leider kein Flug mehr frei. Und Senorita La Fresa reist ausschließlich nur erste Klasse. Und zwar gut gekühlt. Dann wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis wir hier in der Küche Erdbeerketchup haben. Du Vollkornpfosten, du. Au, jetzt wird er aber böse. Dann hören wir an dieser Stelle besser auf, bevor er wieder platzt vor Wut. Das ist jedes Mal so eine Sauerei. Bin schon sehr gespannt, liebe Zuschauer. Vielleicht können wir euch schon in Folge 4 Senorita La Fresa vorstellen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aus der Seele gesprochen. Mahlzeit, goodbye. Und adios.